Vorsicht. Das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Will nicht überrumpeln. Kauf meine Waffen. Jo, grüße zurück bei Fallout 4. Frische Lieferung. Alles für Wir die werden mit der Seefahrerin reden. Die hat noch was für uns. Habe ist sicher. Sicherer geht nicht. Willst du manchmal irgendwas Verrücktes machen? Aber Vernunft und Verstand halten dich davon ab? Die verrücktesten Ideen sind oft die besten. Die verrücktesten Ideen sind oft die besten. Das Glück ist mit den Tapferen und den Labilen, richtig? Das erzähle ich keinem anderen Festlandbewohner. Also hör zu. Der Rote Tod. Viele haben von ihm gehört. Das riesige Monster lebt im Meer und schlägt nur bei dichtem Nebel zu. Die Leute halten das für Seemannsgarn. Aber bei Nebel fährt hier niemand raus. Sie spüren in ihren Knochen, dass da draußen etwas ist. Gibt es Beweise für die Existenz des Roten Tods? Als ich klein war, nahm ich meine Tante mit zum Segeln. Es kam Nebel auf, dicht und schnell, und wir sahen es. Leuchtend rot, purpur. Ein unheimliches Leuchten am ganzen Himmel. Meine Tante war nicht dumm. Wir ruderten mit aller Kraft ans Ufer. War schwierig, aber wir haben es geschafft. Also ich persönlich glaube dir. Danke. Jetzt, da meine Aufgabe hier erledigt ist und ich jemanden wie dich kennengelernt habe, ich will diesem elenden Schrecken ein Ende bereiten. Er hat über die Jahre Dutzende Boote ins Verderben gerissen. Ich will den Roten Tod jagen. Bist du dabei? Ich bin dabei. Bring sämtliche tödlichen Waffen mit, die du besitzt. Wir treffen uns an den Docks. Du nimmst dein Boot, ich nehme meins. Das wird unser Können extrem auf die Probe stellen. Die große Jagd. Geh zu deinem Boot. Danke, Seefahrerin, dass du mich wegschubst. Ja, es gibt halt in so Videospielen gibt es halt zeitweise schon Charaktere, wo du einfach denkst. Ja. Die große Jagd. Seefahrerin, bitte. Ich habe von deiner Expedition gehört. Wir brauchen dich. Bitte, komm zurück. Ich dachte, du glaubst es nicht, Captain. Der Festlandbewohner schon. Und gemeinsam werden wir dem ein Ende setzen. Festlandbewohner, wenn es den Roten Tod gibt, dürfen wir nicht euch beide verlieren. Ich habe schon so viel erlebt. Da macht mir der Rote Tod keine Angst. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Tse, jetzt schupf mich nicht schon wieder, Mädel. Ich mein, du kannst da zwischen... Ja, ich sag nichts mehr. Bootsteuerung aktivieren. Zur Insel des Roten Todes reisen. Das schaut so geil aus. Verstanden, Festlandbewohner? Ich habe einen sicheren Kurs festgelegt, also halt dich dran. Die Sandbänke in der Nähe des Ziels bringen Boote dieser Größe schnell zum Kentern. Ich hol dich schon ein. Na hoffentlich, Madame. Wäre ja schade, wenn ihr so Salam machen müsstet. Ich hau mir an. Nicht viel weiter, Festlandbewohner. Als Tante Stacy den anderen von ihrer Begegnung mit dem Roten Tod erzählte, lachten sie nur aus. Und 2 Wochen später kam ein Fischerboot nicht mehr zurück. Vom Strand aus haben sie das Leuchten am Horizont gesehen. Schon mein ganzes Leben lang will ich die Herrschaft des Roten Todes beenden. Wracks, überall um ihn herum. Da! Du siehst es, oder? Wir treffen uns dort. Mach dich bereit. Mei. Hübsch. Da bin ich doch richtig angetan. Das kann
kann nicht sein. Das ist der rote Tod? Bist du sicher, dass er das ist? Er muss es sein. Die rot leuchtenden Augen. Also, bei dichtem Nebel ist der kleine Knabe auch ziemlich gefährlich. Die Sandbänke hier sind tückisch. Ein mittelmäßiger Kapitän mit ein wenig Neugier würde auf Grund laufen. So weit draußen würde das dein Ende bedeuten. Kommen wir damit klar? Sonst könnten wir noch die Marines rufen. Oh, haha. Was sagen wir den Leuten zu Hause? Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, werden sie uns alle auslachen. Wirklich eine so große Sache. Sagen, wir hätten ihn nicht gefunden. Machen daraus Stoff für Vielleicht schmücken wir es ein bisschen aus. Machen daraus den Stoff für Legenden. Das gefällt mir zwar nicht, ist aber immer noch besser als die Alternative. Gehen wir. Hier, das ist für dich zum Feiern. Ich hätte nicht erwartet, dass es so ausgeht. Legende von Fahaba. Reduziert den Durchmeierlachsen. Okay, das kennen wir. Ja. Irgendwas Nützliches? Ich hol jetzt nicht aus. Oh Gott, ich liebe es. Ach ja. Komm, fahren wir wieder zurück nach Fahaba. Es hilft ja nichts. Nach Fahaba reisen. Ah, herrlich, oder? Da haben wahrscheinlich die Spritkosten fürs Booterl mehr gekostet als für die 2 Kugeln. Ich hol's nicht aus. Saugeil. Ach ja. So schön. Das hat so was Bizarres an sich. Mei, bis wo wir noch nicht waren. Wir waren in Fahaba in der Kegelbahn noch nicht. Ist wurscht, das können wir später auch noch mal machen. Oder machen wir es heute noch? Scheiß drauf, wir machen's. Schauen wir mal, wie wir lustig sind. Ein bisschen was haben wir noch zum Erledigen. Wir werden die Kegelbahn jetzt noch und gleich machen. Im Level noch ein bisschen voranschreiten. Na, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Geil. Sie sind da! Sie sind zurück! Hast du ihn gefunden? Hast du den Schrecken der Meere erledigt? Also, wir legten ab. Das war ein furchtbarer Kampf. Ihr habt ihn also getötet? Oh ja, das haben wir. Das war vielleicht ein Anblick. Hast du es gehört? Sie haben es geschafft. Der rote Tod ist erledigt. Hat es lang gedauert? Mein Opa meinte, es wäre eine Mini-Atombombe mitten ins Gesicht nötig. Das hätte funktioniert. Aber wir sind klargekommen. Das Meer gehört wieder uns. Wir können wieder in Ruhe fischen. Sag, bist du verletzt, Seefahrerin? Alles in Ordnung? Nein, wir haben es unbeschadet überstanden. Gott sei Dank. Ich dachte, du würdest in den sicheren Tod fahren. Auf die Helden! Im Die Touristenladen blinden verkaufen die Passagiere es immer Leasewaffen. weiter treiben, bin ich irgendwann weg. Und was machen sie dann? Das war wortwörtlich die große Jagd. Na, wir geben jetzt... Waffen und noch mehr Waffen. Wir geben jetzt nochmal die Quest ab bei der Börzer. Sprich nicht mit Bertha.
Die ist verrückt. Naja, ich würde eher sagen, sie ist selbstbewusst und weiß, was sie will. Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Nur ist halt ein bisschen langsam beim Aufstehen. Mit denen muss man halt rechnen, wenn man schon so alt ist. Wir müssen zum Captain. Hier, die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Na, schwupps, weg ist sie. Da komm Mädel. Put. Abmarsch. Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Die Du sind riechst. anders. Essen vorne, Doc hinten. Der Köderladen. Richtig, Mund vorne, Arsch hinten. Her damit, Insel. Mich kriegst du nicht klein. Hey, Doc. Dein Patient Andre läuft herum. Wenn ich nicht aufpasse, gibt's bald 2 Ärzte in Fahrhaber. Ich brauche keinen Arzt. Glückspilz. Bertha? Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Achso, muss ich mit ihr sprechen. Die Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia-Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Haberbewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Ich kann auch mithelfen. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überrascht mich immer wieder. Supi, das werden wir demnächst einmal machen. Jeden Tag verlässt ein weiterer Haberbewohner die Insel. Sprich mit Captain Avery, da ist sie, der Zaug. Avery. Unglaublich, dass alle verloren schienen, bevor du kamst. Aber jetzt haben wir uns Siedlungen zurückgeholt. Die Leute kommen zusammen. Und das alles nur deinetwegen. Bescheiden sein. Das ist viel zu viel der Ehre. Wohl kaum. Was du getan hast, unter anderem der Kapitänstanz, verlass dich drauf. Von dir wird man sich noch lang erzählen. Meine Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die haben bestimmt nicht mitbekommen, dass du uns gerettet hast. Was ich dir auch gebe oder für dich tue, es reicht nicht. Aber nimm das und danke. Der Wechsel der Gezeiten. Schau nicht so. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Ja, Waffen und die Affen lachen. Wir haben... Wow, hast du diese Nachladegeschwindigkeit gesehen? Das müssen wir mal nachmachen. Da schauen selbst die Fallensteller blöd rein. Ich will noch in diese komische Dingens da. Wo ist denn der? Wo ist diese Bowling Arena oder was es auch immer war? Warte mal, ist das? Wo ist der? Nö, da war sie nicht. Da musste da sein irgendwo. Ich weiß nur, dass der da irgendwo in der Ortschaft Fahrhaber war. Die Bowlingbahn. Da möchte ich noch eine und dann... werden wir die Insel
weiter bereisen und Solange du das Zeug trägst. wie schon seit zigtausend Folgen, Nick. Oh. Du bist abgekratzt, gut. Wow. Richtig. Geeignete Stuhlprobe. Oh. Schau. Ja. Kruzifix. Ah ja. So da. Wo ist der Eingang? Oh. Ja, hallo mein Kleiner. Hey, könntest du kurz mal die Augen offen halten? Sein Diagnoseprogramm ausführen. Danke. Was habe ich verpasst? Nix. Nicht lang dauern! Nö. Mutanten, okay. Brauchen wir alles nicht. Wisst ihr, ich lasse mittlerweile sogar was liegen. Beaver Creek Lanes. Genau, da ist die Bowlingbahn. Die möchte ich noch erforschen, erkunden, verforschen, erorschen. Genau. Was haben wir da? Der hat mir jetzt geschreckt. Na bitte. Ausputz erledigt. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Richtig, Nick. Na, komm. Bisschen Wim. Macht's gleich Kappim. Ah, das dann mit. Naja. Aber vielleicht machen wir noch was in die Richtung. Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Vielleicht machen wir noch was in die Richtung mit den Waffen. Oh. Fallensteller, Harpune, Harpunenkanone. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Du, Nick, mein Kreislauf ist permanent in Wallungen. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Danke. Ah, einen Topf. Keine Drogen, aber Topf. Ein Drogentopf. So, was haben wir da? Nix. Was haben wir da? Verbessert. Naja, das werden wir wieder aufkriegen heute, oder? Bingo, sage ja. Das wär's. Nehmen wir mit. So. Cool. Hä? Stimpaks. Nehmen wir auch mit. Aha. Kein Schwein weiß, für was das ist. So. Ein bisschen Öl. So, Kinder. Wenn ihr noch auf die Toilette müsst, dann macht das bitte jetzt. Ist das ein schlechtes Zeichen?
Oh. Na komm her. Warte mal ganz kurz. Weißt was? Wir werden das jetzt anders machen. Diese Waffe, beziehungsweise die Munition für die Waffe ist ein bisschen sehr eigen, beziehungsweise relativ teuer noch. Wir werden uns sowieso was suchen müssen, was wir gegenkaufen oder verkaufen dafür. Festgekettet.